Wir sind zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom und einer der Dienerkonstrukte will uns etwas überreichen. Ja, bitte sehr. Was ist denn das? Eine Batterie? Tatsächlich eine Batterie, was? Ein Konstrukt erhaltener Gegenstand. Das Design soll es ermöglichen, dass du die Batterie am Gürtel befestigen kannst. Ja, okay. Es handelt sich dabei um eine Batterie. Damit funktioniere ich unter anderem. Achso, mein Controller übrigens auch. Also, nicht ganz, aber fast. Du wirst sie benötigen, um die in dieser Region üblichen Werkzeuge zu verwenden, die Sonar-Bauteile. Genau hier gibt es aber leider keine Sonar-Bauteile. Pech gehabt. Geh weiter und sprich mit einem der Konstrukte am anderen Ende der Höhle dort. Von ihnen kannst du mehr über den Umgang mit Sonar-Bauteilen erfahren. Bitte nutze die Batterie, die du von mir erhalten hast. Okay. Dankeschön, lieber Konstrukt. Oh Mann, ey. Ja, wir müssen sowieso noch zu einem Schrein hier. Wir haben ja erst 2 Fähigkeiten. Ich nehme an, es gibt noch eine dritte. Oder wir werden halt sonst irgendwie Dinger verstärken können. Unseren Handschuh, beziehungsweise heißt Handschuh, einfach den rechten Arm einen neuen. Wobei ich immer die Hoffnung habe, dass wir den rechten Arm irgendwann wieder so spät, irgendwie zum Ende des Spiels wieder unseren eigenen rechten Arm haben. Wäre schon schön. Okay, da unten haben wir wieder ein paar Gegner. Sogar 2 Stück. Sieht mal interessant aus. Ja, komm schon, gib's ihm. Immer volle drauf. Allverdiente Konstruktoren, ja, was das bringen soll. Schleimchili, mit der Feuerfrucht kann ich am meisten hier anfangen, bei denen. Rotes Schleimchili. So, auch das funktioniert wieder wie im Breath of the Wild. Sehr schön. Die Glocke klingelt. So Dinge nehmen wir mal mit. Die Waffen glaube ich jetzt nicht wirklich, auch wenn es ein netter Prügel ist. Da, okay, da umgefallen. Ja, ich muss eh... Also, ein Ast. Ich muss eh da entlang. Die Energiesphäre. Soll da zur Höhle gehen? Ich frage mich, haben wir jetzt irgendwie einen roten Ding bekommen? Nee, wa? Ah, doch, hier. Rote Schleimgelee. Mal gucken, was das Ding kann. Sauerfeuer aus. Alter! Zieht schon rein. Hui! Was? Wow! Hab gar nicht gesehen. Oh, sogar 2 von euch. So nicht. Was? Ist das ein alter Holzschild zerbrochen? Da kann er darauf angegriffen. Nein! Alter Holzschild, dankeschön. Okay, geht alles kaputt hier. Hä? Bin doch irgendwie auf meinen Holzschild geschlagen, habe ich gar nicht mitbekommen. Alter Holzschild. Ja, ich meine, er hat keinen Hylia-Schild zurück, Menno. Wieso ging Link überhaupt ohne Schild da mit Zelda in der Folge 1 da irgendwie da rein? Verstehe ich nicht. Okay, ich muss ja irgendwie hoch. Oh, kochen kann ich ja auch. So. Wir können ja mal ein bisschen kochen, wa? Die Frage... Warten. Die Zeit verstreichen lassen. Nee, passt schon. Kochen. Warte mal, das ist doch ist richtig. Aber jetzt mit dem Kochen hier. Ich habe irgendwie gar kein Rezept, wa? Da sind ich jetzt hier einfach sage auf dem Boden. Ja, okay. Dann geht's ja gar nicht.
Ich dachte jetzt damit kocht man einfach nur hier interagieren mit so einer Schüssel und fertig. Das ist irgendwie falsch im Kopf. Proviant, weil Rezept haben wir natürlich noch gar keine. Soll es ja angeblich ein Spiel hier geben? Schilde, ein alter Holzschild. Hm. Da haben wir schon einen coolen Bogen, auch natürlich so einen Konstruktbogen, sehr gut. Die Batterieanzeige. Ja, was man alles mit der Batterie machen kann. Zerfressenes Master-Schwert. Mein Master-Schwert. Ich heule immer noch. So, wie kommen wir jetzt darüber? Ich meine, sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, Freunde. Wir haben doch nicht die Fähigkeit, sondern die Ultrahand. Natürlich kann die Ultra nicht drum greifen. Oh, Spiel, come on. Machen wir es halt so. Ich kann alles mögliche greifen, aber das geht natürlich nicht. Oh, Alpha-Krieger-Klinge. Ja, ich werfe ab. Wir haben hier Steinaxt. Haben wir so viele Dinger, dann schmeiße ich das mal weg. Komm. Die Dinger behalten natürlich noch ein bisschen. Aber merkt schon, ne, dass die Waffen, die ich synthetisiert habe, schon besser halten. Das ist doch schön. So. Sehen noch irgendetwas? Nö. Warum auch, ha? Oh, hübscher Pilz. Ein Ausdauerling. Ja, da geht's auch wieder. Ah, ein erfrischendes, kühles Bad. Sehr gut. So. Hier zurück, ich habe nichts mehr übersehen. Also da so ein riesen... Gut, da hätte ich jetzt irgendwie nutzen können, um darüber zu kommen, wa? Ja, hätte natürlich synthetisieren können. Das stimmt schon. Aber wozu auch? Wozu? Lassen wir in die Höhle rein. Ich nehme an, hier kriegen wir... Entdeckt. Höhle am See. Aha, werden das nachher auf der Karte markiert oder was? Also eine Höhle entdecke halt. Ja doch, hier Höhle am See. Cool. Auf dem guten alten Pura-Pad. Vor allem guten alt. Ist relativ neu. Früher hatten wir die Schika-Tafel oder den Schika-Stein. Ja, aber wir sind doch gut dabei, die Insel langsam aber sicher komplett auszukundschaften. Leuchtsamen. Was ich auch mal testen müsste, wäre, dass wir unseren Schild mit gewissen Items kombinieren können. Haben wir auch noch nicht gemacht. Flederbeißerflügel. Ein Pfeil oder eine Waffe, Angriff über höhere Distanz. Oh. Ein Pfeil angebracht lässt diese sein Ziel von selbst verfolgen. Ey, wie übel ist das denn bitte? Felsbrocken haben wir zerbricht gleich. Gut, das ist irgendwie klar. Feuerstein. Ach, deswegen gibt es hier natürlich auch keine Bomben mehr, wa? Klar. Ich habe eigentlich schon ein bisschen die Bomben... Was sind das für ein Vieh da drüben? Schon ein bisschen die Bomben vermisst. Aus Breath of the Wild, die wir mit dem Schickerstein erzeugen konnten. Was ist das für ein Vieh da drüben? Schade. Schon ist er kaputti. Nehmen wir den hier. Steinsalz. Diese Kristalle sind Überrest eines längst erschwungenen Ozeans. Universalgewürze sind in viele Gebiete Gerichte gehört. Pur ist es allerdings ungenießbar. Das war ja auch so ein Fakt, dass ja viele auch in Breath of the Wild dachten, von wegen, hey, diese Beschreibung könnte doch irgendwie ein Hinweis darauf sein, dass Breath of the Wild in der Zeitlinie, also in der Erwachsenenzeit, in der Ocarina of Time spielt. Sprich, es spielt eigentlich
in der Zeitlinie von The Wind Waker. Aber es macht hier oben gar keinen Sinn mehr gerade. Wir sind hier hoch und im Himmel. Warum sollte hier oben bitte solche Dinger sein? Okay. Das Vieh macht, was es will. Riesenleuchtsamen. Erschütterungen lassen ihn an Ort und Stelle blühen und die Umgebung in helles Licht eintauchen. Okay. Also das Ding hier aufsprengen, ne? Hübscher Pilz, hübscher Samen natürlich, Entschuldigung. So. Jetzt die Dinger. Ich war gar nicht mehr so sicher mit Feuerstein. Feuerholz entzünden, Steinsalz. Aber jetzt das Explosive schon dabei? Noch nicht, wahr? Da kann die Dinge auch einfach so... Warte mal. Aha, ich wollte schon Bomben einsetzen. Gut, so haben natürlich die Bomben hier auch quasi gesagt, wir brauchen keine Bomben mehr. Es hat ihm nachgesagt, die Kraft des Feuers zu enthalten, sie erzielt sehr hoher Preis. Ja, eben, das ist halt so, wo ich jetzt befürchte, dass wir in diesem Spiel wohl keine Bomben haben werden. Aber ganz ehrlich, welches Zelda-Spiel hat schon keine Bomben? Das passiert ja auch so selten. So, also ich muss hier durch, da kann ich machen, was er will. Nee, nicht ganz. Also, Entschuldigung. Was ist das jetzt? Maio Signum. Diesen schwach blau-schimmernden Gegenständen die mysteriöse Höhlenkreatur Maio hinterlassen. Anblick verleiht dazu, mehr davon zu sammeln. Oh nee. Jetzt aber nicht neben dem Krocksamen gibt es noch was, das wir sammeln können. Oh, güte Gott, ey. Alte Toga. Altmodische Oberbekleidung, die sich trotz diverser Löcher angenehm tragen lässt. Fallen sie allerdings ein, so unmöglich aus ihr rauszubekommen. Gut, mal was Neues anzuziehen ist gar nicht so eine schlechte Idee. Da wir ein bisschen nackig unterwegs sind. Ah, ich hätte so gerne mein Reckengewand zurück. Oder irgendwie eine Heldenkleidung aus früheren Zelda-Teilen. Aber hey. Was bin ich hier? Coole Abkürzung. Ja, diese synthetisierten Waffen machen schon Spaß. Ha, ho, ho. So, Pfeile kann man auch nie genug haben. Sag mal, Link. Ein hübscher Apfel. So. Verzeihung, Raoul, hab ich gar nicht gesehen. Zuerst erschufen wir die Dienerkonstrukte. Danach folgten andere Konstruktmodelle, ein jedes auf seine Aufgabe spezialisiert. Kochkonstrukte, Handwerkerkonstrukte. Bald gingen die verschiedensten Spezialisten ihren Tätigkeiten nach. Einige von ihnen erlangten größeres Wissen als wir selbst. So wurden unsere Geschöpfe zu unseren Lehrmeistern. Ja, das ist auch nichts Neues. Typ. Die Flöße haben schwere Schäden erlitten, ob wir sie reparieren können. Ich werde Nacht und Ruhen verbringen und das Problem morgen erneut in Angriff nehmen. Okay, mach das. Dann Ruhe. Die Geschöpfe, die wir erschufen, werden klüger als er selbst. Die Flöße sind beschädigt, ich kann sie nicht reparieren, dann werden wir vorerst ruhen. Aber wenigstens ist das Sona-Bauteil unversehrt. Das ist ein Bauteil. Ich brauche zu erlernen. Fahre das Konstrukt vor dem Ventilator, um mehr zu erfahren. Ich will nun weiter ruhen. Dann Ruhe. Dann mögest du ruhen. Kein einziges der Flöße, mit denen man das andere Ufer erreicht, ist mehr intakt. Der ganze Transportbetrieb muss ruhen. Eigentlich werden hier Materialien ans andere Ufer transportiert. Das einzige Gute ist, dass zumindest die Sona-Bauteile noch unversehrt sind. Ah, du bist nicht vertraut mit Sona-Bauteilen. Sie sind hier bei uns unverzichtbar im Alltag. Lass mich dir alles genau erläutern. Ein grünes Objekt wie dieses ist ein Sonarbauteil. Dieses hier etwa nennt man im Genauen einen Ventilator. Versetzt man ihm einen Hieb, beginnt es Wind zu erzeugen. Vielfältig und vorteilhaft.
Es gibt etliche verschiedene Sonarbauteiile, die allerlei unterschiedlichen Zwecken dienen. Der Einsatz von Sonarbauteilen erfordert gewisse Mengen an Energie. Daher benötigst du eine Batterie. Oh, du hast bereits eine, das freut mich sehr. Lass mich sie dir zur Sicherheit trotzdem rasch erklären. In Batterien steckt die nötige Energie, um Sonarbauteile nutzen zu können. Wird gerade kein Sonarbauteil genutzt, so füllen sie sich ganz von selbst wieder mit neuer Energie. Ziemlich praktisch, nicht wahr? Nutze sie nur nicht allzu unbedacht, sonst geht dir mitten im Gebrauch die Energie aus. Verzeihen die Abschweifungen. Kurz und knapp steht weiter fest, dass wir ein Floß benötigen. Interessante Fakten. Kann man großartig anders sagen. Ich fällt gerade auch irgendwie auf hier die Rüstung, beziehungsweise das Oberteil hier. Die Franzen da unten. Hat schon ein bisschen was vom Triforce, war? Symbolmäßig. Eben hier war ich schon, ne? War gerade kurz verwirrt. Von hier kam ich raus und war ich plötzlich hier. Okay, gut. Ja, ich kann mir vorstellen, was wir zu machen haben. Das haben wir, glaube ich, mal einen Trailer auch gesehen vom Spiel. Ach du Scheiße, wo geht's denn hier noch hin? Das war vor allem da. Ist das gedacht zum Hochklettern, also irgendwie hochzukommen? Warum? Ich kann doch einfach hochklettern. Okay, gut, hier dürfte meine Ausdauer noch zu gering sein, damit das funktioniert. Also, wir müssen darüber, ist ja klar, weil wir sehen auf der Karte ja, dass der nächste Schrein, sag ich jetzt mal, der ist da drüben. Genau, wir haben ja die Synthesefähigkeit, das ist ja kein Problem. Und wir haben eben noch die Dinger hier. Kann ich wieder abschalten? Ah, okay. So, warum erwähnen das so explizit? Man könnte jetzt meinen, wir können einfach ganz normal nochmal ein Floß bauen, wie wir das schon mal gemacht haben. Das Problem ist hier, ihr seht auch, das Wasser fließt nicht wirklich in eine bestimmte Richtung. Doch, warte mal. Ah, da drüben, Wasser fließt quasi flusswehr durchab. Wir müssen ja darüber. Sprich, würden wir auch ein ganz normales Floß bauen mit dem Segel drauf, fix fertig, würden wir darüber kommen. Ups. Gut, sorry Link, das war jetzt nicht gewollt. Würden wir hier in die Absperrung kommen, aber nicht darüber. Wir wollen ja darüber kommen. Deswegen brauchen wir die Ventilatoren, damit wir dann halt eine Chance haben, drüber zu kommen. So, warte mal ganz kurz gucken. Ich will ja... Oh Mann, die ist ja falsch. Die falsche Fähigkeit. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil Ultra und Synthese eigentlich... Es ist eigentlich dasselbe, es ist beides kombinieren. Das eine kombiniert einfach normale Gegenstände miteinander, das andere unsere Waffen. So, ich mache jetzt mal hier ein Dreierfloß. Dann brauche ich einen Segel. Haben wir vorhin einen Segel gesehen? Ich dachte, ich hätte eins gesehen. Na gut, ich meine, wenn ich jetzt ohne Segel darüber will, das müsste eigentlich auch funktionieren. Weil Segel brauchen wir eigentlich nur, wenn ich mit dem Ding fahren will, mit dem Wind. Das will ich ja nicht, weil dafür haben wir jetzt die Sonarbauteile hier. Die Frage ist, kann ich auch mehrere damit verbinden? Okay, das ist falsch. Da muss ich schon sagen, das macht enorm viel Spaß. So, ja, könnte hinkommen. So. Okay.
Jetzt sind beide aktiviert. Ich fahre doch, ich fahre geradeaus. Doch, klappt. Wunderbar. Ausschalten, Dankeschön. Und weil du jetzt so praktisch bist, hier behalte ich mal vorerst. Ups, Entschuldigung, wollte ich nicht. Gefahr. Nein, nein, alles cool. Das ist ein Stein, der heißt, er könnte. Was ist denn das hier? Ausdauerknolle. Ich könnte wieder mal eine Waffe kombinieren. Alpha Kriegerklinge. Das Masterschwert kombinieren, genau. Geht das überhaupt? Nur mal gucken. Ja, so stark beschädigt klingen, synthetisieren ist nicht möglich. Aber das heißt, wenn sie wieder komplett regeneriert wäre, würde es gehen. Das Masterschwert zu kombinieren. Ja, seien wir ehrlich, da ist eigentlich nichts Neues. Man hat in frühen Zelda-Spielen oftmals das Masterschwert abgegradet. Sei es von der Princess, sei es A Link Between Worlds oder so. Oh, du bist in dieser Richtung unterwegs und das dieser Stunde. Ist das der Reihe von dir verlangt? Ja, okay. Feuer ist nahezu unerlässlich zum Bezwingen des Pfads. Es dient zum Kochen und hält den Körper warm. Wie mache ich Feuer? Ich empfehle Feuerstein als Grundlage, um ein Feuer zu entfachen. Einfache Methoden sind einfach die nützlichsten. Wie kann ich kochen? Okay. Ein Feuer muss stets gemacht werden. Bitte pass auf dich auf. Dankeschön, lieber Konstrukt. Du bist aber nett. Ich sag ja, wie die Robots aus Skyward Sword. So, Terrain. Heißt also, müssen wir wirklich langsam uns mal irgendwie mit hitzbeständiger Kleidung zu befassen, wa? Habe ich das richtig verstanden? Weil ich musste hier oben lang. Keine Sorge, ich habe die Vorstellung gesehen, ich gehe gleich wieder zurück. Ich will nur mal gucken, was mich hier oben noch so erwartet. Also hitzbeständig was brauche, ist sehr unwahrscheinlich, aber halt etwas für die Kälte, wa? Was haben wir denn da Schönes? Okay. Jetzt haben wir noch die Batterieleiste. Also wie viel sie überhaupt Dinge bringen oder brauchen oder was auch immer. So. Wie kommen wir wieder raus? Rausklettern, wa? Das sind noch die Spurtlinge hier und Ausdauerlinge. Okay, okay. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich da. Hier. Das haben wir gefunden! Und ich frage immer noch, warum sind Crocs hier oben im Himmel? Wie kommen die überhaupt hier hin? Verwirrend. Diese Crocs. Wäre auch ein Hinweis darauf, in der Wind Waker Timeline. Aber das später mehr. Wir müssen erstmal gucken, wenn wir das Spiel soweit durchhaben. Oder zumindest in der Hauptstory mehr gesehen haben. Wir dann vielleicht eine bessere Ahnung davon haben, welche Timeline es gehören könnte. Wenn überhaupt. So. Gut. Hä? Soll ich ein Ding anzünden hier? Okay. So. Warten kann ich hier. Direkt kochen. Nee, ich mach's doch irgendwie so, was erst hier rein muss. Rezept auswählen. Okay, ganz vergessen. Ja gut, aber ich brauche etwas, um mich zu wärmen quasi. Als Kochzutat. Die Heilkraft erhöhen ist ja eigentlich auch nie verkehrt.
Kochzutat, die Angriffskraft in heißen Umgebungen. Ja, ja, okay. Das Kochzutat, die Auswahl. Ich hätte schon Bock zu kochen, aber ich habe noch irgendwie keine Ahnung, was ich genau kochen soll, damit ich halt einen gewünschten Effekt habe. Also, wir gucken erstmal nach, wo wir überhaupt hin sollen, wollen, müssen. Bin ich eigentlich momentan genau? Okay, jetzt von hier aus. Hier wohl darüber, muss nachher hier. Jetzt sogar hier drüben dieses Schneegebiet wieder. Okay, so direkt weiter kann man nicht. Noch so ein Freund. Ein zweiter Freund. Ein paar Schleine können mir eigentlich generell nicht schaden. Kann sich noch irgendwie gebrauchen. Ah, die arme Zelda war da schon ewig keiner auf uns, wa? So. Sind das Schienen hier? Hm, krass. Wir können wieder ein Feuer machen. Okay. Oha. Hat der mir von hier aus gesehen? Krass. Okay. Wer ist ein davon? Was zum... Nicht gut. Ein Froster Schild. Aber Metallschild immerhin. Die Schildwahl. Ja, ich sehe es auf der Karte. Ah. Ich habe keine Waffe mehr. Moment. Muss einmal noch ganz normal essen. Genau, eigentlich kann ich es so Dinge auf hinzufügen. Eigentlich. Nachher kochen. Mache jetzt mal nicht, aber stattdessen. Der versucht uns einfach abzuschießen. Und er sieht, es funktioniert. Wieso kann ich den Apfel eigentlich hier? Warte mal. Sag mal. Ah, jetzt. Grillwild. Ah, schon besser. Also stimmt da ja was. Meine Waffentasche ist ja voll. Wow. Schon wieder getroffen. Schweinerei. Achso, aber ich habe gar nicht gesehen, dass es so violett war. So, alles hier mitnehmen, was irgendwie geht. Das ist ein Bogen, wo ich nicht drankomme. Scheiße. Was ist das Schwert? Das ist eine Kombi-Ding. Die hätte ich natürlich schon gerne.
Was haben wir da alles? Komm, weißt du was? Ich schmeiß mal die Dinger weg. Okay, so nicht, aber mit Stein dran. Falle kann man nie genug haben. Ah, das war ein seltsamer Kampf, aber wir haben auch nicht damit gerechnet, dass die Dinger irgendwie... dass die Konstrukte damit Festen auf mich schmeißen und vor allem noch treffen von da oben. Da denke ich, wäre da oben relativ safe. Aber da habe ich mich geirrt. So, was Cooles drin? Ein Opal. Oh, da hat irgendwas für eine Rüstung oder sowas. Das Ding ist aber erst gleich. Verrostetes Schwert. Ja, warum nicht? Kann ich auch noch ein bisschen synthetisieren. So. Also, was natürlich auch wieder der Fall ist, wieder ein bisschen hier auf mein Ding achten muss. Die müssen theoretisch auch ein bisschen. Also. Die Äpfel wollen einfach nicht. Krass. So, jetzt aber. Noch 2 von denen. So. Was sagt die Zeit? 32 Minuten. Okay, wir haben noch ein bisschen. Ich mache Breath of the Wild Folgen ein bisschen länger. Zum einen, weil ich später mit dem Let's Play angefangen habe als andere. Und auch, weil ich mir so dachte, ja, komm, da kannst du ja ruhig eigentlich auch mal, wenn du nur eine Folge pro Tag ausbringst, ein bisschen länger machen das Ganze. So. Die Lore. Kann ich dir ein Schwert hängen? Aber warte mal. Das ist eine coole Kombi. Huch! Spurtkröte. Kann ich gar nicht so nehmen? Okay, warte mal. Nehmen wir noch die Ultra-Hand wieder mal. Nö, das ist keine Kröte. So, nehmen wir an, wir müssen ein bisschen Luren fahren, wa? Was zum? Okay, jetzt. Stark verwirrt. So, das sollte aber relativ klar sein. Wir müssen irgendwie vorwärts kommen. Das mit den Loren, das ist halt wieder so richtig Skyward Sword Feeling. Also wenn ich zumindest. So. Mal gucken, wie gut wir hier vorwärts kommen mit einem. Boah, nicht so schnell, nicht so schnell. Minenhöhle. Ist dunkel, ich sehe nichts. Toll, dankeschön. Es werde Licht. Das mache ich jetzt nur, weil ich das Gefühl habe, könnte was verpasst haben. Aber sieht nicht danach aus. Die Dinger sind aber auch große Himmelsinseln. Lecco mio, ey. Ich meine, es gab Zelda-Spiele, da war die ganze Welt nicht mal so groß. Leuchtsamen. Was ist denn das hier? Ich bitte dich, warte. Hier ist noch finsterer als in anderen Höhlen. Weil du zum Bergwerkstollen verlangen willst, brauchst du Licht. Hast genug Leuchtsamen bei dir? Leuchtsamen? Leuchtfahne. Schauen wir nicht aus. Weiter zu tragen. Ist aber nicht von allein. Blühen sie auf. Okay, das heißt, weil es erblüht ist, kann ich dann nichts mehr quasi von denen haben. Oder Leuchtsamen von ihnen. Ja, ist gut, ich hab's verstanden.
Ist ein Konstrukt. Okay, ja, ich muss ein paar haben. Hä? Hier soll es dunkel sein, ich sehe nichts. So, was ich aber sehe, ist der da. Was zum Link? Sonanium. Okay. Jetzt noch eine Rüstung weiterverarbeiten. Krass. Ja, die Tutorial-Insel hier, die hat schon in sich. Da warst du schon Stunden nur, um die zu erkunden. Aber ich glaube später, wenn du halt auch vielleicht mehr Fähigkeiten hast, oder vor allem auch durch die Luft segeln kannst und so, kommst du auch schneller vorwärts. Und vor allem natürlich, wenn du auch weißt, worauf du überhaupt suchen musst. So, Nani, haben die irgendwie ihr eigenes Ding angebaut hier, oder was? Ihre eigenen Erze. Eine Schmiede hier sogar, krass. Verzeihung, ich war ganz vertieft in Java von Sonanium. Nanium? Noch nie was gehört, war, du bist ja ein Idiot. Aber wie sagt, im Sonanium handelt es sich um ein besonderes Erz, das in den Tiefen des Landes gebaut werden kann. Auch auf dieser Insel lässt sich ein wenig davon zutage fördern, jedoch nur in dieser Höhle. Unsere Zivilisation gedieh, indem sie diese Ressource verarbeitete und daraus weitere Materialien herstellte. Bei der Verarbeitung wird Sonanium in einem Ofen geschmolzen und zu diversen Materialien weiterverarbeitet. Zufälligerweise steht eine Ladung solcher Materialien gerade kurz vor der Vollendung. Bitte warte einen Moment. Oh, cool. Eine neue Rüstung, Waffen, was auch immer. Vielen Dank für die Geduld. Erlauben mir dir zu erklären, welche Materialien hier gewonnen werden. Die Sonau-Energiesphäre. Sie dient den Sonau-Erzeugnissen als Energiequelle. Und die Kristalle. Dieser enthält Energie in gehärteter Form. Verarbeiten bedeutet also, aus Sonanium Materialien mit anderen Eigenschaften herzustellen. Energiesphäre? Von Sonarbauteilen und Konstrukte mit Energie. Du kannst sie einsetzen, um Energie in der Batterie wieder aufzuladen. Ah. Die Kristalle? Enthalten Sonarenergie in gehärteter Form. Sie finden vorwiegend Anwendung als Material zur Herstellung von Batterien. Bitte sieh dich dort um. Hä, ich kann Batterien selber machen? Ich habe 23, warte mal, ich nehme jetzt mal. Ach mal 3 nur zum Testen. Die Frage ist, kann ich jetzt daraus irgendwie schon was machen, oder? Energiesphäre. Gut, ich habe 26 in Besitz, das heißt, ich brauche erstmal keinen davon. Ich kann die eigentlich auch wieder für hier einsetzen. Die Frage ist halt, wie kann ich aus Energiekristallen nachher Batterien machen? Komm, machen wir so. Dann haben wir nachher 5 Stück insgesamt. Ich glaube, 5 ist immer eine gute Zahl. So kann man nichts falsch machen. Kann es leider nicht überlassen. Ja, ist ja gut. Also, das heißt, er wird es wohl immer wieder weiter auffüllen. Oh, schreck, hier komme ich so raus. Ach du Scheiße. Lecco mio, ey. Selbst diese Höhle war einst reich an natürlichen Ressourcen, doch diese werden rarer und rarer. Eine nötige Hilfe, um meine Pflicht hier zu erfüllen, doch leider scheint keine Unterstützung einzutreffen. Ja gut, sei wir ehrlich, wenn mindestens über 10.000 Jahre vergangen sind, allein schon seit der Vorgeschichte von Breath of the Wild, dann wundert mich das nicht, dass das Ding langsam zur Neige geht. Sollen wir das Masterschwert zerbrechen lassen. Das ist Steinnagel, ist natürlich hier ein bisschen doof zu verwenden. Baumstammkeule ist irgendwie auch, kann man eben wieder so einen Fels haben, der geht eh gleich kaputt. Ja, ein bisschen hält aber noch. So, das war's.
Gut, hätten wir das auch. Dann hier noch weitere dieser Dinger. Ah, wie schön war das früher mit Bomben, wo du einfach Bomben davon nehmen konntest. Um Dinge hier so kaputt zu machen. Du kannst Bomben unendlich viele erschaffen. Das war noch Zeiten, Freunde. Ja, was geht irgendwie so ein richtiges Äquivalent zu Bomben? Also, wenn das wird schon benötigt. So. Aber keine Waffen mehr, ist auch ein bisschen kacke. Was ist denn das hier jetzt? Ja, ich bin der freundlichste, die Finger davon zu lassen. Ist es möglich, dass du vergessen hast, Kapseln mitzubringen? Kapseln? Diese Äußerung nehme ich, dass du sie vergessen hast. Oder ist es sogar möglich, dass du sie gar nicht kennst? Mann, bist du ein Idiot. Kapseln sind ordentlich verpackte Sonarbauteile für unterwegs. Also transportieren und äußerst praktisch. Du keine Weile zu haben scheinst, gebe dir etwas von meinem Vorrat ab. Lad mal 3. Achso, kann ich Dinge auch transportieren. Ach so. Gerade vergessen viele, sie mitzunehmen. Ja, bevor ich eine Frage stellen konnte, hat sie bereits beantwortet. Beachte bitte unbedingt, dass du Kapseln nach der Entnahme aus der Tasche nicht in diese zurücklegen kannst. Ja, lass mich raten, die sind einfach futsch dann. Gut, wir haben hier wieder Loren. Da vorne sieht das so aus, also wir müssen dann nach oben. Was sagt denn die Map irgendwie so? Ich nehme an, kommen wir entweder hier raus oder so. Aber trotzdem, ey, wir kommen ja kaum vorwärts, bis ich am Ende mal hier bin. Aber andererseits, das kam jetzt von hier aus, wa? Game over. Ja, danke schön, Spiel. Der Heldenpfad oder was? Ja, im Schrein gestorben, ist gut, ich hab's verstanden. Das ist eine Kombination. Schaffenskraft. Ich glaube, ich weiß, was die dritte Fähigkeit sein wird. Vergessen Himmelsinsel. Wie wir sie auch schon aus dem Trailer gesehen haben. Aber dazu kommen wir hoffentlich in der nächsten Folge. Ich weiß, ich bin irgendwie sehr langsam unterwegs, aber andererseits bin ich doch gerne am Erforschen, am Gucken, am Sammeln und so. Ist ja halt komplett neues Spiel natürlich. Da will man sich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigen. Das Ganze mit den Sonau-Teilen und so bauen, kombinieren, das macht irgendwie schon Spaß. Also, soll ja, ist ein Spiel. Spiel soll ja Spaß machen. Insofern sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich stelle mal hier hin, weil ich glaube, ich könnte das als Thumbnail verwenden. Jo, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.